Tokio as a Foodie Paradise an das das die dritte Käier, dass ich Chance hun mich durch die heute Stadt seessen. Ob all Eck ginet interessant Restaurant, an noch wann ihr nicht immer lesen kann, werdet gött, spätestens wann ihr an Fenster guckt, geseid ihr, wat op den Tisch könnt. Von de Plau, von denen ich nie genug kriegen kann, sie Ramen-Noodles. Noodles-Zoppen, die mit Schwingefleisch a Bambus-Topping serviert gehen. A wo ich hören hun, dass es zu Tokio ein Ramen-Musee gif gehen, hun ich natürlich direkt missen hin. Heifen den alles über Ramen raus. A wat noch besser ist, es kann ihn direkt auch verschiedene Sorten schmachen. Weil hier sind die bekanntesten Ramen-Restaurants aus ganz Japan in einem Dach versammelt. Als erstes geht ihr bei einem Ramenautomat ein Ticket für seinen Zopf kaufen. Das ist wirklich mega praktisch, dass in hier am Musee ein Menü auf Englisch wird, weil sonst ist es wirklich mega schwer zu wissen, was ihr bestellt. Mir ist schon ein Trick, und zwar nicht mal so gelöst. Wenn ihr nicht wisst, was ihr holen soll ihr den ersten Button oben links drücken, weil das ist normalerweise der Signature-Dish. Da kriegt ihr ein Ticket und da geht ihr dann ran. Ich kriege aber noch so einen Trick. Ne? Ich verstehe nicht. Und dann Donoge den am Restaurant serviert. Was mega witzig ist, dass ihr überall am Ramen-Shop so kleine Düppchen hat, mit etwas Schwarzem dran. Und das sind keine Algen als Topping, aber das sind Lastiken, für wenn ihr lange Haare habt, dass ihr sie stehen kann. Zusammen, dass die nicht an der Zopf landet. Perfekt. Auf ihr Ramen richtig zu genießen, soll ihr seinen Zopf gut hart schluppen. Ich kann auch immer nicht schluppen. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Sorten Ramen. Und das Allerwichtigste ist der Bouillon. An der Titan ist ein Tonkatsu. Das ist wirklich den allerbekanntesten für mich auf alle Fall. Das ist ein vom Schwingefleisch gemacht. Also eigentlich für die Schanke von einem Schwein, die über 12 Stunden gekocht gehen, an dieses Löserlös zersetzen. Und da gibt es ein ganz cremig Zopf, die schon mal ausgeseit, wie wir Rahmen drauf wir. Das ist der Kollagen von den Schanken, die sich einfach abgelöst wird. Mehr gibt noch nach einer Sorte Bouillon. So zum Beispiel Shoyu, den auf Basis von Sojasauce gemacht ist. Oder Shio mit Salz, was unserem klassischen Bouillon ähnelt. Und ich fand hier am Ramenmusee sogar einen Fusion-Ramen, der vom Muko-Restaurant zu Frankfurt kommt. Also das fand ich immens interessant. Schmeckt nur so ein guter gerechterter Bauernham. Wow, so ein Ramen habe ich noch nie gegessen. Ich meine, es lohnt sich definitiv auf Frankfurt zu fahren, wenn ich nur Tokio verlangere. Super. Das ist aber am flottsten für Tokio mit einem Insider zu explorieren. Und ich treffe mich da wenigstens mit meinem Kollegen Masu, der für Time Out Tokyo Restaurantkritiken schreibt. Masu, I remember last time I was in Tokyo, you were my absolute savior because you guided me to the restaurant scene and took me to all the great places. I'm glad you liked it. Heute hält Masu mich mit an ein High-End Sushi-Restaurant, wo der Chef fließend Englisch schwätzt, eine absolute Rarität zu Tokio. Thing is, when I was younger, I was really, wishing to work in overseas. Okay. So that's the reason I became a chef. Oh, really? Not the food, it's just Yeah, like getting so away. I remember when I was high school, my teacher said, "What are you going to do?" And I have no idea, but I want to work in overseas. And she said, "Why don't you be a chef? Then you can work everywhere." Then, oh, that's a good idea. Wow. But now I really like it. Den Junichi Onuki hat 10 Jahre lang zu London geschafft, wo ihn unter anderem der Chefkoch am trendy Zuma-Restaurant zu Knightsbridge war.
So when you worked in London, did you make traditional sushi or did you have... We make both. The problem is we can't get the ingredients in London, so we have to think about using the local ingredients. So that's why we have to make rolls. Okay. And we cannot use the very, very fresh fish like here. So we have to use the sometimes meat, duck, pork, beef, Italian ham, whatever we can get, but which is nice. Do you think that's the main reason why in Europe the sushi is so different to Japan? Is like the freshness of the fish? Yeah, that's right. Am Isana Sushi kree mat de Set Menu ze schmachen. Als echt ginnet Appetizers, eng Rëtsch verschiedene Meeresfriechten, die mat Ponzu, Sojazos an andere japanische Gue verfeinert sinn. Währenddem kümmert den Junichi sich de Sushi-Reis, den no dem se gekocht ass, mat enger Zucker, Essig a Salzmischung gemischt gëtt, an dann so lang gereiert a gefäschert gëtt, bis en aufgekillt ass. Dat nennt den Cutting the Rice. Rice is the most important part for the sushi. So fish is also important, but many people say rice is the keystone for the sushi, to making sushi. Even if you use the best fish, if rice is good, not good, then you spoil whole sushi. Ich hat nie gedurcht, dass Reis dat ass, war de Sushi-Restaurant wirklich ausmischt. Da kreen ich gewiesen, wie eng frisch Wasabi-Wurzel ausgeseit. Wasabi! Oh, it's so cute! It looks like a little rocket. This is rather small, Wow, but it's a small one, yes. I know it exists bigger as well. No e pur aner super Plan kreen wir endlich de Sushi. This looks like the picture perfect sushi plate. work of art. A work of art, that is true. And so many fish as well, fish types that we don't really have in Europe. So I can totally understand why eating sushi in Japan is a completely different experience. So I'll take this one with finger. Oh, It's wait, what? traditional way of doing it. You're kidding me. You eat sushi with your fingers. Is that really allowed? Yes. Oh, I feel really strange now. Okay. It's Shall more I? authentic. It's more authentic. Okay, well, that's a revelation to me. Sushi was started as the fast food in the fish market. So eaten by fishmongers food. So they don't have much time to sit on the table and eat sushi. So just they grabbed sushi with their fingers. Okay. Yeah. Okay, I'm gonna grab one. Which one is the smoked tuna one? This one. I'm gonna take this one in. Sushi one. Fanger, yes. If you eat sushi with your finger, you look like connoisseur. Oh, really? Right? I think if I start doing that in Luxembourg, they will go like, what is going on with her? An wo ma grad iwwer Lützeburg schwatzen, kënnt e Bemol eng Revelatioun. Yeah, when I was younger, I backpacked whole Europe. So Did you come to Luxembourg? yeah, I did. No. But I stayed only 2 days, one night. So I don't really, remember what I saw. Doesn't matter. You've touched our ground. Yeah. I'm very honored. 20 years ago, but really pretty city. Well, you're very welcome to come back and I would love to show you everything. Thank you very much. An da wierech gespannt ze gesinn, wat fir Sushi den Junichi mat eisem lokale Fisch mache gif. Me et gi noch Sachen an der japanischer Kichen, déi mir bis lo immer e bissi obskur geschenkt hunn. De Masu hält mech mat bei je Kolleg, déi ganz speziell Kachkure gëtt. Hei leierend Leiit iwwer Fermentation, e wichtegen Deel vun der japanischer Kichen. They're making miso paste. You know what miso soup is? Of course. It's a thick, salty miso paste. But this is original. This is the way to make miso. And it's unusual these days. I've never seen anyone make miso. I mean, I buy my miso in the supermarket. I mean, is that a common thing that Japanese people make it now? It used to be popular among mothers, but no. If you walk down the street and have you ever made miso? No. 99%. Okay. Out. Fir Miso ze machen, brauchen gekochte
Dat gëtt alles während enger halber Stunde zu enger Past gekniert, an donno während engem halbe Joer bei Zimmertemperatur fermentéiere gelos. De Fushiki-san huet eng sillesche Kachbicher iwwer Fermentationskiche geschriwen, an as se respektéierten Expert an diesem Bereich. Hier weist mir eng ganz Ritsch vu Miso-Pasten, de hier selber gemach huet, an die all dem no wie lang se fermentéiert hunn, en andere Gu hunn. Could I taste a bit? Yeah. That would be great. Salty. Salty, it's very salty. Okay, salty. I want to try it. Oh, so super salty. Das wie wann ich Salz dich gewirst als Kant, weißt du, wann ich so heißig baut. Nieft Miso sind zum Beispiel auch Reisessig, Sojasauce, Asake, fermentéiert Ingredienten, op der japanisch Küche basiert. Well, I think just like wines in Europe, we use soy sauce and miso to make it taste better. Okay. And I think that's very essential in Japanese cooking. And it's very historical. We have that tradition of fermentation. Für mir zu weisen, wie viel Varietéit en einzelne fermentéierte Produit hu kann, huet de Fushiki-san eng ganz Sammlung vu Sojasauce präpariert. Shall I try all of them? Yeah. I will have a soy sauce hangover in the end. No e puer Samples schmachen ech ehrlich gesot kein Ënnerscheet méi. Das nëmmen alles nach salzig Sojasauce. So I've tasted all of your products. I brought you something from Luxembourg. It's not fermented, but it's mayonnaise Mayonnaise. So from Luxembourg. Luxembourg. Yes, I hope you like it. It's very good. Is it a try? Yes, you can try. Yeah, go. I like it. So wait, you need to, yeah. 薬みたい。歯磨き。歯磨き。美味しいです。おお、Sour. Sour. Oh. あ、でも美味しい。Okay. Schmeckt aber wenigstens ein bisschen. 酸っぱいですね。I think it's very sour It's very sour. Okay. compared to Japanese mayonnaise. Okay, yeah, it's true actually. Yours is sweeter. But hey, maybe you can use it in one of your dishes. No dee ganze fermentéierte Sachen hunnech Lust eppes Ziessen, wo min Geschmacksnerven sech e bëssi méi doheem fillen. An do kennt de Masu genau die richteg Platz. So there's only 2 things on the menu. What is it? It's fillet cutlet or lean meat or loin cutlet, some fat on meat. Okay, so it's Schnitzel, Yeah. kind of, in a way. It's like the Japanese Tonkatsu. Tonkatsu, pork cutlet. Pork cutlet. Okay, so you have pork inside. And I need to choose whether I want it greasy or non-greasy. That's it. What do you recommend? Greasy. The fatty one. Okay, well, let's get that. Seit 1939 zerveieren se hai am Tonki-Restaurant Tonkatsu Schnitzel, mat enger riese Portion Kabes, Reis, Miso-Zopp an engem gute Floppmuster. Et schmacht ball wie du heem, wie mat engem japanischen Touch. I've never eaten a Schnitzel with chopsticks before, I just realized. De Masu ass schon als klein Kanter hinakom, an ihr seht, et schmacht nach immer so wie Demos. Yeah, I remember I was waiting at the stairs watching they are cooking when I was. So you know exactly how they make it. They never change. That's what I like. Oh my god, I just got got a mustard. Too much mustard. Be careful. Brain freeze. Weißt du, wenn du ganz schlimm Wasabi ist, das geht am Gehirn weh. And my eyes are watering now. Ja, de japanische Muster huet et definitiv asech. Für den Dessert trippele ma bei dem Masu heem. Je wohnt an der Nachbarschaft an huet sein Elternhaus 400 pur Joer umgebaut. Hier weist mir sein Recording Studio, wo hier in allwoch sing Radiosendung ophält. I call this studio Jiker Studio, and Jiker means in Japanese the home you're born. Because this is the home, obviously, you were born and grew up in. It all comes together. It all has a story.
Direkt neben dem Studio aus dem Masu sing für japanisch Verhältnisse schön groß Küchen, an der ich Haut kochen darf. So what we're going to make is my grandma's orange cream. It's a very traditional old recipe. I made it in my show, and ever since, nearly all of Luxembourg is making this for dessert. But I thought I'm gonna give it a little Japanese spin. So it's always using fresh orange juice with lemon, but I thought I'm going to use yuzu instead of lemon. Using yuzu. Yes. And yuzu als eng japanisch Zitronen, die immens aromatisch ist und ganz extra gut hat. Leider ist die Yuzu-Saison gerade river, und da wennst du nicht Yuzu-Jus am Konzentrat kauf, was eine gute Alternative ist. So lots of yuzu juice. Wow. I'm That adding a much? lot. Yeah, actually, because it's really nice if it's sour in the end. Actually, let's use it all. Yeah. Das Kaufen für das Kochsession war übrigens gar nicht so einfach, weil ja alles am Supermarché auf Japanisch ist. Ich habe schlussendlich aber die meiste Sache gefunden. Heinz do mit Hilfe von der Google Translate App, die zwar mehr wie oft komisch Übersetzungen gehen hat. Mit zurück bei der Orange Creme, bei der ich an der Zwischenzeit Schlagsahne innerheben kann, an der wir dann als Dessert genießen können. So in Luxembourgish we say guten Appetit. Good bon appetit. Yeah, guten Appetit. Good appetit. Very good. How do you say it in Japanese? Itadakimasu. Itadakimasu. Okay. I like the sourness and sweetness. And the lots of yuzu later. Yes. Oh, very good. I'm glad you like it. Und so geht ein richtig yummy Tag mit Masu zu an. Und ich gebe mich definitiv freuen, den Masu, Junichi und Fushiki-san einkehr zu Lützeburg zu begrüßen und ihnen zu weisen, wie viele japanische Restaurants wir bei uns am Land haben.